Hallo zusammen, das ist einfach wieder halt mal so ein Video, wo ich mit euch ein bisschen reden kann und halt einfach so die aktuellen Themen besprechen, die im Moment gerade halt so in der Umlaufbahn sind. Und ehrlich gesagt habe ich im Moment gar nicht so viele Ideen für Videos, darum möchte ich einfach so ein Video machen. Zuerst mal möchte ich einfach danke vielmals sagen für das krasse Feedback, das ihr mir gegeben habt für das letzte Greg-Video. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, was am letzten Mittwoch ist, wenn ihr das schaut, dort hat das Video halt schon fast 100 Aufrufe und halt mega viele Kommentare, wo ihr halt sagen, was ihr cool gefunden habt, plus mega viele Leute, die halt schon neue Fragen geschrieben haben. Und kann ich halt einfach zu sehen, dass das so gut ankommt bei euch, ist halt einfach mega cool. Darum danke vielmals, dass es euch so gefallen hat. Und ja, ihr könnt weiterhin Fragen da unten in den Kommentaren schreiben, einfach mit dem Hashtag mgreg, in den Kommentaren Fragen schreiben und vielleicht kommen wir ins neue Video. Aber wenn wir schon gerade so ein bisschen von mgreg und von den letzten paar Videos haben, wie ihr ja vielleicht bemerkt habt, wobei, okay, eigentlich hat das glaube ich niemand so wirklich bemerkt. Ich habe die letzten paar Wochen einfach so versucht, irgendwie so ein bisschen in den Rhythmus reinzukommen, so wöchentlich Videos zu machen. Ich habe es zwar nicht geschafft, aber ich habe es versucht. Also eben, ich habe halt versucht, so einfach wöchentlich Videos rauszubringen, auch wenn ich es nicht geschafft habe, aber es ist halt einfach so vom Gefühl her mega cool gewesen, die letzten paar Wochen. Weil man dann halt so wirklich so Woche für Woche an einem neuen Projekt kann arbeiten und dann immer so am Ende der Woche oder bei mir halt jetzt am Ende halt einfach so sagen kann, ich habe jetzt etwas gemacht in dieser Woche und ich habe ein fertiges Produkt halt gemacht, wo kreativ ist, meistens eigentlich. Und wo halt einfach etwas ist, wo du halt so kannst zeigen. Dann hast du einfach jede Woche hast du halt so etwas, was du gemacht hast in dieser Woche. Etwas, was du kannst zeigen und darlegen und halt so sagen, das habe ich gemacht in dieser Woche. Also es klingt jetzt halt mega dumm, aber es ist halt wirklich so, man fühlt sich dann halt wirklich, am Ende der Woche fühlt man sich halt wirklich so einfach produktiv auf eine Art. Und darum, ja, mir hat das mega Spass gemacht, halt so die letzten paar Wochen einfach so versuchen, immerhin regelmäßig Videos rauszubringen. Darum werde ich das vermutlich einfach so weiterbehalten, wie es jetzt ist. Ich weiß jetzt genau schon, dass es nicht jede Woche wird ein Video geben. Das ist auch im Moment halt einfach unmöglich, neben der Schule jede Woche halt ein Video rauszubringen, das so ist wie das Greg-Video. Es verlangt ja eigentlich auch niemand, dass ich das mache, aber es ist halt so einfach mein eigener Ehrgeiz, den ich halt habe, dass ich halt einfach jede Woche so ein Video rausbringe. Darum, ja, mal schauen, was die nächsten paar Wochen so bringen und mal schauen, ob ich das weiterhin so behalten kann. Und jetzt zu einem anderen Thema, das ihr vermutlich schon im Titel gesehen habt, Artikel 13. Ganz schnell einfach für all die nicht wissen, was Artikel 13 ist. Es ist eigentlich so gesehen einfach für die Online-Medien so eine Art Zensur. Einfach ein Upload-Filter oder ein Zensurfilter, wie man dem auch immer sagen will, wo halt einfach alle Medien zensiert, wo halt nicht gerade im ersten Moment klar ist, dass für das eine Lizenz da ist, damit das gebraucht werden darf. Also alles, was urheberrechtlich geschützt ist, wie Musik oder Filmausschnitt oder einfach irgendetwas in dieser Art, wo urheberrechtlich geschützt ist, wird dann im ersten Moment zensiert, wenn man es braucht, obwohl man vielleicht sogar eine Erlaubnis hätte für das. Aber ja, es ist einfach grundlegend halt eine Zensur. Jetzt auch spezifisch für YouTube wäre es jetzt einfach ein Upload-Filter, der halt einfach macht, dass es schon beim Uploaden schaut, was ist in diesem Video drin und dann unter anderem zensiert, wenn etwas drin wäre. Und das halt so lange, bis man dann YouTube eben jetzt die Erlaubnis wird geben und zeigen, dass man das darf. Oder wenn man gar keine hat, dann bleibt das halt für immer zensiert. Und zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video schaut, ist jetzt ja vor 1,5 Wochen etwa ist ja abgestimmt worden, dass Artikel 13 durchkommt in der EU. Und jetzt wird halt bei den einzelnen Ländern geschaut, jetzt vor allem auch Deutschland ist ja extrem im Fokus, da wird jetzt geschaut, ob das durchkommt in dem eigenen Land oder ob sie das nicht wollen. Und dann wird nochmal über das abgestimmt und das geht dann immer so hin und her vermutlich. Aber bevor ich jetzt viel über das Thema umschnurren, weil ich bin selber auch kein Spezialist und ich kenne mich nicht perfekt damit aus. Ich habe da unten in der Beschreibung habe ich euch ein paar Sachen verlinkt, also Videos, die es gut erklärt haben oder auch Artikel. Dann könnt ihr euch, wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr euch da unten einlesen oder auch einschauen, je nachdem. Und jetzt ist halt grundlegend einfach die Frage, was macht das noch für die Schweiz aus, weil wir sind ja nicht in der EU, aber doch halt auch abhängig von der EU, weil wir halt Abkommen mit ihnen haben und Verträge und all das. Darum ist halt so ein bisschen die Frage, was passiert jetzt mit der Schweiz? Zieht die Schweiz mit oder bleibt sie eigentlich so, wie sie im Moment ist? Und grundlegend spekuliert man eigentlich so, wenn jetzt die ganze EU mitzieht, das heisst, wenn es eigentlich überall durchkommt in jedem Land, dann ist es dann halt einfach so, dass die Schweiz vermutlich auch wieder mitzieht, weil es würde sich für die Grosskonzerne, die dann all die vielen Filter würden machen. Also jetzt sprich YouTube mit dem Upload-Filter, wo das halt dann spezifisch für die EU muss machen, weil in Amerika gilt das ja im Moment nicht. Für die würde es sich dann halt einfach nicht lohnen, wenn sie dann extra für die Schweiz nochmal einen neuen Filter würden machen, der halt nur für das Land ist. Und eben zu dieser ganzen Sache mit der Schweiz habe ich euch da unten nochmal einen Link zu einem Artikel von SRF, der das eigentlich ziemlich gut erklärt hat. Und ja, ich glaube, das Einzige, was man im Moment so richtig machen kann, ist halt einfach warten und schauen, ob andere Länder halt mitziehen oder nicht und wie das in den einzelnen Ländern dann halt so abläuft. Aber ja, ich möchte eigentlich auch gar nicht zu politisch werden, weil ich kenne mich für das eigentlich auch viel zu wenig aus, um halt über das zu urteilen. Darum würde ich auch schon sagen, wenn euch das kleine, komische Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen rauf da, teilt es gerne mit euren Freunden und Familie, falls die noch nicht so viel wissen zu dem Artikel. Und ja, dann würde ich auch schon sagen, wäre es das mit dem Video und ich sehe euch das nächste Mal. Tschüss! Okay, das.
Ich muss trinken, ich muss wirklich trinken.